Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag leef Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Hüg ist ne besondere Dag. Wir haben nämlich Besuch. Ne richtige Promi haben wir eingeladen. Hier ist nämlich der Willibert Pauls, der bergische Jung. Dag leben Willibert. Tag zusammen Caroline, Superbiene und Tag junger Spund Hermann. Oh, und ja, Tag das ist aber nett von dir. ihr Dank. Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer an den Rundfunkgeräten oder was das ist. Nee, das ist nicht im Rund, das ist Ist im auch Handy. alt und wieder an den falsch. Rund. In den Internetsgeräten. Wo alt vergeht, mein Gott. Kann man direkt hören. Ist richtig lustig, wie der Willibert, wie man den so kennen und gegendert hätte, auch so nebenbei. Ja, ich habe Das die ist Diversen doch- vergessen, Entschuldigung. Vielleicht kannst du uns jetzt auch ein bisschen Diverses erzählen. Das Erste, was den Menschen wahrscheinlich interessieren wird, ist, wie du da drauf gekommen bist, in der Fastenlaufen zu gehen. Jetzt darf ich direkt Ja. Für die zufällig nicht wissen sollte, du bist ein Diakon. Ja. Ja, und du kannst auch das nicht schwaden, das wissen wir. Und jetzt hören wir uns wieder so. Ja, also es fing schon ganz früh an. Also schon im Kindergarten hatte ich die Hauptrolle in einem Theaterstück. Das war der Wolkenseppel. Das werde ich nie vergessen. Und also das heißt schon, die Kindergärtnerinnen, damals waren es wirklich nur Innen, die hatten schon gemerkt, der Junge, der hat ein Talent für auf der Bühne zu stehen. Und wie alt war ich da? 5, 6 Jahre. Und es wurde ein Theaterstück aufgeführt, das hieß der Wolkenseppel. Und ich hatte die Hauptrolle. Und ich weiß noch, meine Mama hat mit mir geübt in der Küche. Und ich musste 3 DIN A4 Seiten als 6-jähriger Junge, ja, auswendig können. Das fiel mir aber überhaupt nicht schwer, weil das Theaterspielen gab mir sozusagen die Sätze, die ich zu sprechen hatte, vor. Einen Satz weiß ich heute noch. Das ist mir doch zu dumm, zu drehen mich im Kreis herum. Und ich weiß noch, bei der Generalprobe musste die Generalprobe abgebrochen werden, weil der heilige Paulus, das war auch eine Rolle von meinem Freund, der Michael Claudi, der heilige Paulus musste draußen abgehalten werden. Der musste auf den Klo. Das Stück spielte im Himmel. Ja, und es war wirklich so, also das hat mich immer fasziniert schon, wenn ich jemanden auf der Bühne sah. Und wo habe ich zum ersten Mal jemand auf der Bühne gesehen? In der Kirche. Meine Mama war so was von fromm. Ich sage mal, Mama, du betest dich durch den Himmel durch, ja. Und die ist natürlich mit der kleinen Jung, mit dem Willibert, morgens in der Kirche. Um 8 Uhr war die Messe. Und anschließend brachte sie mich in den Kindergarten. Und das war ja noch die alte Messform, die tridentinische Messform, die ja wirklich Theatrum Sacrum war, heiliges Theater, in einer fremden, magischen Sprache. Dominus vobiscum et cum spiritu tu. Das war eine Atmosphäre, wie Generationen später die Kinder eine Atmosphäre in Hogwarts, ja, bei Harry Potter spürten. Ja, nicht umsonst heißen auch die ganzen Zaubersprüche bei Harry Potter und Hermine Granger und wie sie alle heißen, sind alle auf Latein. Und der Priester hatte ein barockenes Messgewand. Und es war Weihrauch und es waren Kerzen und das war heiliges Theater. Und da habe ich zur Mama gesagt, Mama, ich will Pastor werden. Alles klar. Und ein paar Monate später ging meine Mama mit mir oder irgendwann in einen Zirkus, der gastierte in der Stadt. Und da war ein Clown. Und der Clown fiel dauernd auf die Nase und heulte dann wie ein Baby. Und ich habe mir in die Hose gemacht vor Lachen. Und dann sagte ich zur Mama, Mama, ich will Clown werden. Und ja, irgendwie bin ich jetzt beides. Ich bin sowohl auf der Altarbühne als auch auf der Clownsbühne, im Kabarett und im Karneval. So sind meine Antworten immer kurz und bündig.
Ja, Also schön. eine Jäcke Pastor, da kann man verstehen. Aber wie ist es denn dann Wege gegangen? Hast du dann in der Kirche Wege gearbeitet oder bist du alt im Fastelavond auf der Bühne gekommen? Ich bin dann brav Gymnasium, das Engelbert vom Berg Gymnasium zu Wipperfürth, der ältesten Stadt im Bergischen Land. Das ehrwürdige Engelbert vom Berg Gymnasium war aber auch dort, Überraschung, Überraschung, der Pausenclown und der Klassenclown. Immer. Und und nach dem Abi bin ich ins Studium gegangen, um Priester zu werden. Ins altehrwürdige Collegium Albertinum zu Bonn am Rhein an der Adenauer Allee gelegen, direkt an der Akaluvi, Akademische Lustwiese, also am Hofgarten, direkt an der Universität. Und ja, und dann fasse ich das immer ein bisschen läppsch so zusammen. Ich wollte Priester werden, aber meine Hormone wollten nicht, ja. Und da ich ja klüger bin als meine Hormone und der Klügere nachgibt, ja, bin ich dann letztendlich dann doch kein Priester geworden, der das Zölibat einhalten sollte, wenigstens offiziell. Und ja. Und dann habe ich gesagt, nee, beziehungsweise mein guter Spiritual Wolfgang Kraft, Gott habe ihn selig, der hat gesagt, jung losset Sinn. Ich habe aber kräftig weiter Theologie studiert und Diplom gemacht in Theologie. Dann, weil es damals, kann sich heute keiner mehr vorstellen, mehr Bewerber für Laientheologen, ich war ja dann Laientheologe, ja, Dippel-Theol Willibert Pauls, Diplom-Theologe Willibert Pauls, Priester wollte ich nicht werden, beziehungsweise Hormone nicht und ich dann auch nicht. Und also Pastoralreferent oder Pastoralassistent, also Laientheologe in Anführungsstriche, und da gab es viel mehr Bewerber als Stellen. Und dann, da bin ich ganz stolz drauf, bin ich, um nicht in der Arbeitslosenunterstützung zu gehen, hätte ich ja gekonnt, ich wurde Hilfsarbeiter in einem Sägewerk. Wow. Ich war 1,5 Jahre Arbeiter der Faust, also Hilfsarbeiter im Sägewerk. Und dann bin ich ans Collegium Marianum gekommen, als Assistent des Direktors, da war dann eine Stelle frei für einen Theologen, Marianum in Neuss, auch so eine Art Konvikt für junge Männer. Und während dieser Zeit habe ich dann noch eine Ausbildung zum Diakon gemacht und so wurde ich Diakon. Erst im Marianum selber, dann in Quadrat Ischendorf, in Kotterott und danach in Wipperfürth noch eine Zeit, meine Heimat, und dann letztendlich in Gummersbach. Das ist ja wirklich eine spannende Verzell. Aber mit dem Fastelavond hast du uns immer noch nicht verraten, wie Ach du so. dann auf die große Bühne gekommen Ja. bist. Also erstmal Faszination der Bühne. Altarbühne auch. Aber die andere Bühne, also es gibt ja das Phänomen im Rheinland der Kajuja. Da steckt drin katholische Jugend und dann noch ein Ja hinter. Wahrscheinlich von dem berühmten Karnevalslied Ajuja, Ajuja, jetzt jammer wieder Ajuja. Und ja, ihr kennt das. Schönste Zeile ist, ich han dem Mädchen Lüsje don, ich han es nur ins Krähe. Ach, das ist ja heutzutage sowas von übergriffig und Hashtag MeToo, aber damals konnte man das noch singen. Ich han dem Mädchen Nüsje don, ich han nur ins Krähe. Ajuja. Und die Sitzungen der katholischen Jugend, die Karnevalssitzungen, sind und waren legendär. Zum Beispiel eindeutig, das sagen auch die professionellen Karnevalisten, die beste Sitzung in Düsseldorf, Karnevalssitzung. Ja, auch dort gibt es Karneval, wie überall in der dritten Welt. Und die besten Sitzungen in Düsseldorf sind die Kajuja-Sitzungen. Und zwar ist das in der großen Halle, wo auch sonst der DEG Eishockey spielt, ja. Also in der großen Halle und immer ausverkauft, das sind die Kajuja-Sitzungen.
Aber du bist doch nicht beim ersten Mal in Düsseldorf abgetroffen. aber die haben es auch in Wupper führt, die Kajuja. Und die waren auch super und toll. Und sehr schnell kam jemand auf die Idee, da gibt es einen Klassenclown, der noch auf dem Gymnasium ist. Und der wäre was für die Kajuja-Sitzung. Und in der Tat, ich trat auf, ich kam, ich sah, ich siegte. Es war großartig. Ich war also da wirklich ganz schnell der Büttenstar bei den Kajuja-Sitzungen in Wipperfürth. Das sprach sich rum, erstmal in den Nachbarndörfern, dann in den Nachbarstädten, da ist einer, der hat Talent, ja, und so kam ich so mehr und mehr in den großen Karneval und der entscheidende Durchbruch, der war auf der Funkausstellung in Berlin. Hey. In Berlin, denn da war eine Live-Show von Hans Meiser. Hans Meiser ist ja der Urvater aller Talkshows. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, ich erinnere mich. Genau. Ich mich auch. Und die damalige Mitarbeiterin von Hans Meiser bei RTL war Karin Schmitz. Karin Schmitz, wiederum die jetzt Karin Kuhn heißt und ein Host hier beim WDR ist. Also Karin Schmitz war die Tochter vom Froni Schmitz und Froni Schmitz war in Wipperfeld, also wo meine Frau herkommt, in Wipperfeld beim Mütterverein, so hieß das früher, KfD, ja, katholischen Frauenverein, da war Froni Schmitz. Und die suchten jetzt, Karin Schmitz suchte für die Live-Show auf der Berliner Funkausstellung irgendeiner, der lustig sein kann. Und dann hat die mich empfohlen. Und ich flog zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Flugzeug, wo man nicht klatscht, wenn man landet, ja. Also einen ganz normalen Flieger flog ich nach Berlin. Dort wurde ich von einem RTL-Chauffeur abgeholt. Ich fuhr auf das Gelände der Funkausstellung. Ich durfte teilnehmen bei dieser Talkshow und neben mir saß ein gewisser Dieter Steuter. Und sowohl der Dieter Steuter als auch ich, wir waren also wirklich bei dieser Sendung, die ja live war, also irgendwie waren wir Jodrup. Und dann sagte dieser Dieter Steuter, Komponist der berühmten Lieder, es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Oder auch Komponist des E-Moll Prinz zu sehen, in Kölle am Ring. Mit dem Junggeburt. Was der Vicky dann auf die Ja, Bühne ja. gebracht hat. Gut, und der Dieter sagte, hören Sie, Jungen, du musst nach Kölle, im Fastelavond. Ich sag, nee, doch, sagte der Jungen, du hast Talent. Ich bin im literarischen Komitee des Festkomitees. Da stellst du dich vor. Ich sage, ich kann aber doch kein Kölsch. Und dann die legendäre Antwort, das können die doch all nicht. Das können die doch all nicht. Ja, und so bin ich dann also wieder zurückgeflogen und dann irgendwann kriegte ich tatsächlich die offizielle Einladung des literarischen Komitees, des Festkomitees, also wo die Newcomer getestet werden. Und das ist eine Prozedur, ich sage es euch. Zunächst mal eine Vorauswahl. Melden Sie sich bitte beim also Kölner Festkomitee, da und da die Adresse. Und dann bin ich da hingegangen, das war im Mai. Und ja, dann habe ich da geklingelt und dann kam dann über die Gegensprechernamen. Ja, bitte. Ich sag, Willibert Pauls hier, ich soll mich vorstellen, ich soll lustig sein. Ja, kommt, wir drücken auf. Gehen Sie erstmal geradeaus rechts, da warten die anderen Kandidaten. Und dann saß da einer, der hatte so eine Stuppe Butz an, Faust, für Boxhandschuhe. Ich sag, Tag zusammen. Guten Tag. Dann der Boxer, bist du das erste Mal hier? Ja, sag ich. Sagte, ich wollte 3 Mal hier. Und dann wurde er aufgerufen, der Kölsche Boxer bitte. Dann ging der, kam noch eine halbe Stunde wieder und sagte nur, Schlö, ich muss noch ins Gumme. War nix, ne? Und ich bin dann hoch, ich war als nächstes, da war da in U-Form, da saßen wirklich wie an der Uni, der Prüfungsausschuss, da saß das literarische Komitee. So, bitte, Herr Pauls, dann legen Sie mal los. Ja, und ich habe dann die Büttenrede, so wie sie ich in Wipperfürth gehalten habe. Und hat keiner gelacht. Und dann habe ich gedacht, Jung, das Wort dann.
keiner hat gelacht. Und ich dann zu Ende. Und dann sagte der Vorsitzende, Name habe ich vergessen, ist so lang tot, Herr Pauls, das war großartig. Ja, ich sag, Sie haben doch gar nicht gelacht. Ach, wir kennen die Witze doch all. Ne, das war gut. Und dann kam ich in die zweite Auswahl und auch da nochmal und dann auf dem Vorstellabend des Festkomitees, das war 1995, kam ich in die große Schlussrunde und da habe ich richtig abgeräumt. Und dann also da war Standing Ovations als Newcomer, also da war alles klar, der Junge ist zu gebrauchen. Und da weiß ich noch, das hat mich ja alles überrumpelt. Dann kam anschließend, da wurde getuschelt, da ist der Koch, Hubert Koch. Und der Hubert Koch kam zu mir und hatte schon gezückt, ja. Mensch, Jung, du hast es geschafft. Ja, ich sag, wieso? Ja, das war doch der Hubert Koch. Ja, ich sag, und wer ist der Hubert Koch? Mensch, das ist die Fernsehsitzung, Aha, ne? Ja. Ja, und dann war ich drin. Und seitdem bin ich im Fastelovend. Darf ich da etwas zu ergänzen, Ja. Willibert? Wir haben ja viele Jahre in der Adventszeit zusammen die Lücke unterhalten. Und ich habe keine Vorstellung erlebt, wo du nicht am Schluss raussingst und hat Standing Ovations. Wenn mich dann einer fragen, kennst du Bergische Jung? Da habe ich dann nur gesagt, wer kennt den nicht? Ist der denn gut? Ich sage, du hast ja von vor. Ich sage, ich will euch jetzt sagen, der Willibert, der braucht nur ein Telefonbuch für zu lesen. Kriegt der Standing Ovations. Ja. Also, das war meine feste Überzeugung, ist er doch heute noch, Ja, Willibert. das ist sehr lieb, dass du Du dazu weißt, es sagst. liegt mir nicht Schmus zu erzählen, aber es ist so. Ja, ich hätte beinahe gesagt, was meinst du, was mich das ein Geld gekostet hat, die Standing-Ovations? Nee, aber natürlich habe ich auch das andere überlegt. Ich bin in jede Falle gelaufen. Zum Beispiel gefürchtet sind die Hampshire Abend, zum Beispiel der Ruhe der Funke. Und das ist bei denen ein so grausam können Menschen sein, ja. Unausgesprochene Absprache. Den Losse Molitsche. Den Los Molitsche. Und also jeder, der da aufgetreten ist, von den Neuen, ja, und ich auch, ich bin da aufgetreten und ich sah nur versteinerte Minen und es war furchtbar, ja, bis ich dann nachher erfuhr, ja Jung, da darfst du auch nicht hin, Jon, das ist bekannt bei den Heereabenden, die Lossen, ja, wie gemein, ne? Aber auch wirklich die ganz Großen, die haben mir das alle bestätigt. Ja, da sind wir auch voll in die Falle gelaufen. So jetzt hier das auch. Und natürlich, wenn ich einen Auftritt hatte, meinetwegen um 0:20 Uhr irgendwo, die Kellner waren alle schon am Kassieren, dann hat der Literat dann noch, ja, dann kriegen wir den Pauls auch noch. Ne? Dann kriegen wir den Pauls auch noch. Ach, dann hängen wir hinten dran. Ne? 0:20 Uhr, noch eine Büttenrede, ja. Und das war immer furchtbar. Nee, da bin ich froh, dass ich das nicht mehr mache. Ich mache das ja nur noch ganz reduziert. Ja. Wenn man das Und das so tut hört, dir auch das ist, gut, Hanni. Ja, das tut mir gut. das ist ja richtig schwierig. Erst die Auswahl und dann der späte Termin und so jetzt. Aber du hast doch bestimmt auch Erfahrungen gemacht, die richtig schön waren mit dem Fastenlaufen. Ich meine jetzt nicht nur mit dem Publikum, auch mit den Menschen, die auch mit dir auf der Bühne waren, oder? Ja, wie überall gibt es da wunderbare Menschen. Ich nenne mal einen Namen, neben Hermann natürlich, der Hans Hachenberg, ja, der Doofnuss. So ein lieber Mensch, der einen so annimmt und so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, väterlich begleitet hat, ja. Wunderbare Menschen. Und es gibt auch Arschlöcher, ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil er ist auch schon verstorben. Als ich den das erste Mal traf, sagte er, ey, du Arschloch, du hast mir einen Witz geklaut. Der Witz. Und das war mein bester Witz. Ja? Und dann hat er mir gesagt, das wird ja immer so, der beschuldigt andere, sie hätten einen Witz geklaut, dann hat er wieder einen guten Witz mehr. Ne? Wen sieht man durch die Säle flitzen, das ist es. Auf der Suche nach neuen Witzen. Ich sag jetzt nicht seinen Namen. Ne? Jetzt hast du quasi 2 Berufe gehabt, ne? Du warst Diakon, das bist ja auch geblieben die Da bin ganze ich ja Zeit. noch.
und bist dann auch auf der Bühne gewesen. Geht das Jod zusammen? Das ging nicht lange, Jod. Also zunächst mal vom Inhalt jedes Jod, denn beides, Religion, wenn sie richtig angebracht wird, tröstet. Ja, Religion ist nicht für Moral da, sondern, das sagen zwar alle bis hin zum Herbert Grönemeyer, ja, Religionen sind zu schonen, sie sind für Moral gemacht. Dann sage ich immer, falsch, Herr Grönemeyer. Religionen werden zwar immer so verkauft, als wären sie für Moral gemacht, aber dafür sind Religionen nicht da. Religion ist dafür da, die Menschen zu trösten. Und zwar über Grenzen hinweg, wo sonst keiner trösten kann. Wenn eine Mama ihr totes Kind im Schoß hat, wenn überhaupt, kann sie nur trösten die Hoffnung, die religiöse Hoffnung, dass der Mensch eine Seele hat, die Seele kostbarer ist als das ganze Universum, einmalig, und dass nichts, auch der Tod, die Seele nicht zerstören kann. Und das ist der Kern einer jeden Religion. Die Zusage, hab keine Angst, die du lieb hattest, du wirst sie wiedersehen. Ja? Und das kann dir keine Greta, keine Fridays for Future, die sind für Moral da, die Welt zu verbessern, die können das viel besser als ein Diakon. Ja? Und dafür sind die Profis. Aber die Religion, so wie ich sie verstehe, ist eben dafür da, den Menschen in der Tiefe zu trösten. Und Humor ist genau dasselbe. Man kann natürlich auch negativ, also mit Witzen andere Menschen bloßstellen. Das ist im Zynismus und so weiter. Aber gesunder Humor ist immer tröstend. Gesunder Humor tröstet, ja. In der schlimmsten Phase, wenn es gelingt, da jemanden, und sei es nur für einen kurzen Augenblick, zum Lachen zu verführen. In dem Augenblick ist das Elend weg. Das heißt also, im Lachen spürt man, wenn es gelingt, eine unglaubliche Befreiung. Und dasselbe ist der Religion, wenn die Religion gesund ist. Gibt auch Religiosität, die macht krank. Aber wenn Religiosität gesund ist, dann führt sie in die Weite. Dann macht die dich frei, über den Dingen zu stehen. Wie der Humor. Humor steht immer über den Dingen. Und deshalb passt das inhaltlich Jod zusammen. Praktisch, irgendwann kam der Anruf aus dem Generalvikariat und da sagte der Generalvikar, sagte dann, Willibert, das wird auf Dauer zu viel. Aber sie haben mir eine wunderbare Brücke gebaut. Sie haben gesagt, Willibert, wenn du damit einverstanden bist, kannst du hauptberuflich Büttenredner und Kabarettist werden. Wir halten dir immer offen, dass du jederzeit wieder in den Diakonenberuf zurück kannst. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Da war ich dann hauptberuflich Kabarettist, Büttenredner, Karnevalist und nebenberuflich Diakon. Und als es dann zu viel wurde mit dem Karneval, dann bin ich wieder zurück in den Diakonenberuf und mache so wie jetzt. Jetzt bin ich ja Rentner, also nur noch zur Unterstützung in der Pfarrei auf Anfrage. Aber als das auch noch nicht war, da war ich wieder hauptberuflich Diakon und habe nebenher dann Karnevalssitzungen etc., was man so mäht, ne? Kölsche Christech und so weiter gemacht und war dann wieder hauptberuflich Diakon bis zu meiner Rente. Ja. Ja, lieben Willibert, man könnte ewig zuhören. Wir haben jetzt Stoff genug für, ich weiß nicht, wie viele Folien mit dir sonst noch zu machen. Aber am Ende jedes Mal, wann Besuch kommt, haben wir 11 Lücke Fragen. Das heißt, ich sage einfach eine Frage und dann der Hermann wieder und du sagst einfach ganz gut eine Antwort. Ja, ist gut. Also ich kenne die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kenne die Fragen nicht und ich möchte noch, das ist so schön, hey, wir machen bestimmt noch Folge 2 und Folge 3. So, das vorher. Aber jetzt kommen die Fragen, die ich nicht kenne. Ich bin gespannt, ob du wirklich flück darauf antworten kannst. Also, es geht los. Erste Frage. Was ist für dich typisch Kölsch? Vielleicht ein Beispiel. Blutwurst oder Flöns, Kölsch und ein lecker Mädchen. Gut, dann noch eine andere Frage. Was hast du jen an Köln?
Nix. Das ist wenig. Nein, das musste jetzt einfach raus als Frechheit. Nein, was alle sagen, die Köln kennen, die Atmosphäre in den Vedeln. Ja, die Atmosphäre in den Vedeln. Dritte Frage, welche Kölsche Dud auf lebendig städst du jenens treffen? Ostermannswil. Weil, wo würdest du dich engagieren? Mir wird jetzt als getan wird, wenn du Bürgermeister werdest oder so wirst. Ich würde mich engagieren, dass der Klüngel ein bisschen runtergefahren wird. Und die ganze Brasselei in Köln mit den Baustellen und was weiß ich nicht, was, dass das endlich ins Führern geht. Ja. Was ist einer von den liebsten Plätzen hier in Köln? Das ist der Ostermannsplatz da in der Altstadt, wo früher der Karneval eröffnet wurde, aber der ist jetzt viel zu klein. Am Ostermannsbrunnen, der ist wunderschön. Schön. Was ist eins von den liebsten Liedern auf Kölsch? Ja. Da geht es wahrscheinlich Da Japaner. gibt ganz viel. Also, ich muss mich ja beschränken. Also, das ist zwar ein schottisches oder irisch, glaube ein schottisches Lied, Highland Cathedral. Du bist die Stadt, ob die Ja, schön. mir alle stond. Also, es ist wunderbar interpretiert. Und die Ostermannslieder aber auch natürlich auch von den neuen Liedern und allein von der Stimme her unglaublich eingängig ist nun mal der Peter Brinks, ja, und sein Halleluja, das hielt mir immer unter die Haut, weil ich auch die Hintergründe kenne. Er hat es ja bewusst als religiöses Lied geschrieben, weil seine Letztgeborene ein extremes Frühchen war und er so dankbar war, als die Ärzte sagten, ihr Kind wird überleben. Dann hat er sich mit seinem Bruder Stefan hingesetzt und haben, das älteste Gebet der Welt ist ja Halleluja, und haben geschrieben, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann geht die Post auf, herrlich. Jetzt jedes Temperament mit da durch. Wenn du nicht mehr in Köln leben darfst, wir wollen es dir verbieten, sag mal der Fall, wo würdest du dann hertrecken? Nach Düsseldorf. Das darf nicht kommen, aber das schniegen wir nicht. Nee. Was hast du am Rosenmontag 2020 beim ersten Corona-Fastelovend gemacht? Da haben wir schön unter uns, Corona-gemäß, auf dem Hof, auf der Hofgemeinschaft gefeiert, wie jedes Jahr. Und es war herrlich. Im Hamböcken ist das Bergische Bullerbü. Was schön. Und kannst du dir vorstellen, was wird ganz anders in Köln in 30 Jahren, also im Jahr 2050, sagen wir mal? Oh, was wird anders singen? Da muss ich also ich hoffe, wir haben dann schon lange einen anderen Bischof. Aber ich hatte mir vorgenommen, ich will nichts über Nein, du Kardinal, auch weil nicht, wir wirklich höchstens so Putz. viel. Ich hatte Kardinal Wölki tatsächlich ein Fahrrad schenken wollen. Er hat es nicht angenommen. Klar, das Fahrrad hatte einen Rücktritt. Also ich hoffe, dass die Religion sich dann endlich reformiert hat, die katholische Struktur. Katholische Religion braucht sich nicht zu verändern, aber die Struktur. Was würdest du sagen, ist Köln eine schöne Stadt? Nee. Köln ist nicht schön das ist ja leider autogemäß wieder aufgebaut worden nach der schrecklichen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Und dann kam so die Idee, wir bauen die neuen Städte autogerecht. Ja. Das heißt, die Todsünde der Nord-Süd-Fahrt und. Ja. Und selbst der Dom haben sie durch die hässliche Domplatte, also quasi die Füße abgeschnitten. Normalerweise stehen Kathedralen, da muss man
die Stufen hoch, ja. Weil das waren übrigens die ersten Theateraufführungen, waren immer auf den Stufen der Kathedralen. Da waren die, wie heute noch, jedermann, ja, in Ja, Salzburg. in Salzburg. Und das ist in Köln nicht, da gehst du also geradeaus, kannst du mit dem Rollerskater direkt reinfahren in den Dom, wenn du wolltest, ja, aber wirst ja vorher von einem Kirchenschweizer abgeschossen. Aber ja, also ist keine architektonisch, keine schöne Stadt, aber atmosphärisch, wie gesagt, in den Vedeln. Und wie immer, die Menschen machen die Stadt. Aber schön ist Köln nicht. Düsseldorf, so gemein es klingt, aber Düsseldorf als alte Residenzstadt ist viel schöner. Ich könnte ja jetzt widersprechen, aber jetzt gut die letzte Frage, Caroline. Ja, noch de viele gute Antworten von Willibert, wenn wir die auch stellen. Willibert, du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter, Besuch für einen Tag. Was möchtest du dem zeigen von Köln? Kann ich genau sagen. Erst die Kreutzblumen, die ist ja aufgestellt da vorne, da kann man die Dimensionen schön sagen. Dann bringe ich ihm bei, dass man niemals vergisst das Gründungsdatum vom Dom, das ist nämlich immer verdoppeln, 1 doppelt 2, 2 doppelt 4, 4 doppelt 8, 1248, dann in der Dome rein, da alles gezeigt, auch das Richterfenster, dann heraus, dann hängende Traberunger hinter dem Dom, dann am Rhein entlang, dann am Stapelhäuschen, dann hoch zu Groß St. Martin, von Groß St. Martin an das ein Denkmal von Tönnes und Schäl, an der Schmitzsäule, von der Schmitzsäule durch das wunderschöne Tor im Jugendstil auf den Ostermannsbrunnenplatz, vom Ostermannsbrunnenplatz kurz durch das Gässchen, ob der Aldermaat ist das, dann singen wir die Hüscher bunt am Aldermaat und dann gehen wir von da und dann zeige ich den Platz hier weg und den Kalledresser und von da gehen wir dann an den Brunnen von Jan von Wert, wer hätt gedon, wer hätt gewusst und dann ist Feierabend. Schön. Stichwort 4 oft. Schlöfhög sind wir am Eng und es hat richtig Spaß gemacht. Und wir hoffen, lev Glücksschatz zu uns und unterwegs euch auch. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschö. Schön.